Also. So. Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sein können in Embrach. Wir sind als Gemeinden verbunden in gewisser Weise. Heute Morgen schon liebe Geschwister getroffen. Das freut mich sehr. Ich sehe schon wieder ein liebes Gesicht. Und auch mit Philemon bin ich immer wieder in Kontakt. Es ist schön, er ist heute bei uns in der Gemeinde und kann dort das Wort Gottes verkündigen. Und dann habe ich gesehen, ihr macht ja auch mit bei Live on Stage. Wir auch. Ich nehme an, da wird es auch diverse Berührungspunkte geben zwischen unseren Gemeinden. Und so ist es schön, dass wir miteinander auch durch diesen Kanzeltausch die Verbundenheit zum Ausdruck bringen können zwischen den Gemeinden. Wir können gern das erste Bild einblenden. Ich habe heute den Psalm 3 mitgebracht. Wie soll ich das ausdrücken? Ich komme immer wieder zu den Psalmen, immer wieder lande ich dort und erfreue mich an diesem Wort Gottes, das in einer ganz speziellen Form zu uns kommt. Psalmen sind ja inspirierte Gebete. Das muss man sich vorstellen. Gott gibt uns Menschen durch seinen Heiligen Geist Gebete, damit wir zu ihm beten können. Das ist wirklich eine erstaunliche Beobachtung. Wir lesen ja auch im Neuen Testament, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen und dass der Geist sich unserer Schwachheit annimmt. Und vielleicht könnte man das auch hier sagen, ja, hier ist eine Form, wie der Geist sich unserer Schwachheit annimmt und uns Gebete in die Hand legt, mit denen wir Gott anbeten können, zu Gott beten können. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Die Psalmen sind ganz eng mit diesem Mann verbunden. So hat sich ein Maler im 17. Jahrhundert den König David vorgestellt, wie er mit einer Harfe spielt und singt. Und so sehen wir, die Psalmen sind Lieder. Das sind Gedichte, das sind Lieder zur Ehre Gottes. Und David ist es tatsächlich, der den Gesang in den Gottesdienst eingeführt hat. Das ist wirklich erstaunlich in der Bibel zu beobachten, dass vor David der Gottesdienst im Wesentlichen ohne Gesang war. Vielleicht gab es da und dort mal eine Trompete oder sowas oder ein Schofarhorn. Aber Gesang, wie wir ihn seit David kennen, gab es vorher nicht. Das ist wirklich spannend. Ich frage mich immer, wo hat David dieses Gebot Gottes bekommen? Ich habe es noch nicht gefunden. Wenn ihr es findet, sagt es mir bitte, ich bin da ganz Ohr. Die Psalmen sind eine ganz, ganz dichte und tiefe Sprache. Es ist ja oft so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir lesen einen Psalm, das ist relativ kurz oft, und dann sagen wir, okay, und jetzt? Und vielfach, und ich hoffe, es geht euch gleich, lesen wir ihn dann noch einmal und vielleicht noch einmal und denken drüber nach. Und genau das ist es, was Gott will, dass wir uns in das Wort Gottes vertiefen und dann beginnt es zu leben. Und das ist immer etwas sehr, sehr Schönes, wenn wir das erleben dürfen. Und auch die Schreiber des Neuen Testaments haben immer wieder auf die Psalmen zurückgegriffen. Immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die Psalmen das Buch des Alten Testamentes ist, das am meisten im Neuen Testament zitiert wird. Die häufigsten Zitate aus dem Alten Testament, die wir im Neuen Testament lesen, stammen aus den Psalmen. Und so sehen wir, dass diese Psalmen auch ganz tiefe Belehrungen für uns haben. Also wir Pastoren sagen dann Theologie dazu. Ganz tiefe Theologie, Lehre über Gott. Aber es ist eine Lehre über Gott, die aus dem Leben kommt. Das werden wir heute auch sehen. Die Psalmen kommen aus dem unmittelbaren Leben von Menschen und von dort wird dann abgeleitet ganz wichtige Wahrheiten.
Und jetzt die Frage, warum habe ich den Psalm 3 ausgewählt? Interessant, der Psalm 3 ist der eigentlich erste Psalm, weil die Psalmen 1 und 2 eine Art Einleitung sind in das ganze Psalmenbuch. Wir reden ja auch vom Psalter, dem Psalmenbuch. Und die Psalmen 1 und 2 sind eine Einleitung. Das könnt ihr dann zu Hause in aller Ruhe anschauen. Ich werde heute nichts dazu sagen, aber ihr könnt das einmal prüfen, was das bedeutet, dass diese ersten beiden Psalmen eine Einleitung sind. Und heute, Psalm 3, ist ein Klagepsalm. So sagt man zu dieser Gattung von Psalmen. Es ist ein Klagepsalm. Und in diesem Psalm sehen wir, wie sich die Klage, die David Gott darbringt, zu einem Lob Gottes hin entwickelt. Und das ist zugleich auch das Motto des ganzen Psalmenbuchs. Von der Klage zum Lob. Und so wissen ja alle, die die Bibel kennen, dass die letzten Psalmen nur noch Lob sind. Höhepunkt Psalm 150. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Die ganze Schöpfung lobt Gott. Das ist der Schluss des Psalmenbuchs, doch der Beginn ist ein Klagepsalm. Auch Psalm 2 könnte man als Klagepsalm beschreiben. Und jetzt wollen wir gemeinsam diesen Psalm lesen. Herr, hier ist der Name Jahweh, steht da im Alten Testament. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung, dein Segen komme auf dein Volk. Amen. Das ist Gottes Wort. Wir beginnen den Psalm David beginnt den Psalm mit einer Anrufung Gottes, mit einer Klage, in der er Gott seine Not darlegt. Er legt seine Not vor Gott hin und das ist der erste Vers sozusagen, aber vorher, und das habe ich jetzt leider überlesen, haben wir eine Überschrift über diesen ganzen Psalm, nämlich ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Abschalom floh. Also wer die Geschichte kennt, im zweiten Buch Samuel, wir finden diese Geschichte in den Kapitel 15 bis 19, wo der Sohn David sich erhebt gegen seinen Vater und das Königreich an sich reißen möchte. Eine ganz dramatische Situation. David muss fliehen, also er flieht, und zwar flieht er außerhalb des Landes, das ist ganz eigentümlich, er flieht weg von Israel, von dem gelobten Land, um sich vor seinem Sohn Abschalom in Sicherheit zu bringen. Und wenn wir jetzt so diese Überschrift sehen, dann wäre es jetzt ideal, wenn wir das nachlesen würden. Das mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht. Das wäre wirklich spannend. Wir machen es nicht, weil wenn wir das lesen und wenn uns diese Situation bekannt ist, dann beginnt der Psalm natürlich umso mehr zu leben und wir erleben eine schreckliche Situation, in der er sich befindet. Was David hier erlebt, das wurde ihm von dem Propheten Nathan vorhergesagt. Der Hintergrund, und ich lese nur 2 Verse, die uns das deutlich machen. Aus dem 2. Samuel 12, Vers 9 kommt der Prophet Nathan
zu David und sagt, warum hast du das Wort des Herrn verachtet, sagt Nathan, der Prophet, zu David, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen. Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Hause auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, deine Frau zu werden. Schwerste Sünde im Leben Davids. Das ist immer wieder ein Wunder, dass es möglich ist, dass diese schwere Sünde vergeben werden konnte. Aber das ist der Hintergrund für diesen Psalm. Und jetzt erlebt David, wie er fliehen muss vor seinem Sohn, der aus seinem eigenen Haus kommt. Das ganze Ungemach kommt aus seinem eigenen Haus. Und die Klage, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Und da sehen wir, wie eben dieser Psalm, diese Intensität der Klage zum Ausdruck bringt. Ein Berichtstext würde anders darüber schreiben. Das wäre einfach nur eine Darlegung von Fakten. Hier aber sehen wir, David ist durch und durch betroffen von dieser Klage. Und wenn wir die Psalmen lesen, fragen wir uns immer auch, ja, was bedeutet das für mich? Und ich habe schon oft auch mich gefragt, ja, ständig ist die Rede von diesen Feinden, von diesen Bedrängern, immer wieder neu. Das hört ja gar nie auf sozusagen. Und ja, tatsächlich ist es so, wir leben in einer gottfeindlichen Welt. Und so wie David Feinde erlebt hat, erleben auch wir eine Feindlichkeit dem Evangelium gegenüber, die sich auch gegen uns wenden kann. Und so sind auch viele Psalmen ein unmittelbares Gebet, wo wir ein Problem haben, eine Not haben, die wir dann vor Gott bringen und uns identifizieren können mit dieser Not. Und unser Leben ist voller Herausforderungen. Man sagt da halt nicht mehr Probleme. Es gibt keine Probleme mehr, nur noch Herausforderungen. Es ist egal, wie ihr es nennen wollt, es ist oft schwer. Und manche davon sind auch selbst verschuldet, so wie auch wir hier bei David sehen. Und das ist aber etwas Wunderbares, dass sogar dann, wenn ich aufgrund selbstverschuldeter, also wenn ich der Ursprung von Schuld, von Sünde und so weiter bin und ich deswegen schwere Probleme bekomme im Leben, sogar dann darf ich auf Gott vertrauen. Unglaublich. Und es ist sehr wichtig, dass wir das sehen, dass wir unsere Klage vor Gott bringen können, unabhängig davon, was jetzt die Ursache ist. Und das ist deswegen sehr, sehr wichtig, weil wir vielfach meinen, dass Klagen etwas Ungeistliches ist. Ein Christ klagt doch nicht, oder? Ein Christ ist doch errettet. Ein Christ ist doch immer nur fröhlich und hat immer nur ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist oft die Vorstellung, die wir von Christsein haben, aber es entspricht nicht der Realität des Lebens. Es entspricht nicht der Realität eines David. Es entspricht nicht der Realität von vielen Männern und Frauen, die wir in der Bibel kennenlernen. Sie haben eine Not. Sie bringen eine Klage vor Gott, weil es gar nicht anders geht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für die Heilige Schrift, dass sie realistisch ist, dass sie aus dem Leben heraus spricht. Und ich finde mich hier wieder, dass ich meine Klage vor Gott bringen darf.
Und es ist auch eine interessante Frage, inwieweit hat zum Beispiel Klage Raum in unseren Gottesdiensten? Inwieweit hat Klage einen Raum in unseren Gottesdiensten? Und ich erlebe selten, auch bei uns nicht, ich erlebe selten, dass wir ganz bewusst unsere Klage vor Gott bringen. Selten, weil wir auch hier oft von dieser falschen Vorstellung ergriffen sind, dass Klage keinen Raum im Gottesdienst hat, weil Gottesdienst nur etwas Positives ist, wo wir zusammenkommen, um Gott zu loben. Da hat Klage keinen Platz, aber die Realität ist auch hier oft völlig anders. Wir kommen zum Gottesdienst und prompt, unmittelbar, bevor wir ins Auto steigen, ist irgendetwas. Oder sogar noch auf dem Weg in den Gottesdienst. Also wie mir ein Bruder gesagt hat, er fährt in den Gottesdienst, völlig Gedanken verloren, freut sich, auf einmal macht es flupp, Radar. Und er merkt, er ist seit 80 im Ortsgebiet. Und dann kommt er in den Gottesdienst, tief gedrückt. Und es kann sogar vorkommen, dass wir etwas erleben, vielleicht sogar in der Familie, dass wir einen Streit haben, vielleicht sogar unmittelbar, bevor wir in den Gottesdienst gehen. Und dann fühlen wir uns unwürdig. Kann ich so in einen Gottesdienst gehen? Und es kommt sogar vor, dass Leute dann zu Hause bleiben. Und da muss ich sagen, grundfalsch. Grundfalsch. Genau dann müssen wir in den Gottesdienst gehen, weil wir dort die Gegenwart Gottes erleben dürfen. Und wir dürfen im Gottesdienst Gott unsere Klage bringen, auch wenn wir es vielleicht nur im Stillen machen. Aber wir dürfen es machen, aber vielleicht wird sie auch aufgenommen in einem Gebet, diese Klage, diese Not, die ich gerade habe. Und wir sehen daran eigentlich den Kern des Evangeliums. Wir Menschen sind unwürdig. Wir haben es nicht verdient, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber Gott hat sich unserer erbarmt, er hat unser Schreien gehört und er hat eingegriffen. Und so kommt der Psalm dann am Ende zu einem Lob, zum Lob Gottes. Bei dem Herrn ist die Rettung, ruft David aus. Dein Segen komme auf dein Volk. Und hier sehen wir auch den König David beten, der für sein Volk betet, der nicht nur für seine eigene Rettung betet, er betet für das Volk Gottes, so wie auch Jesus als König, als Messias für den Segen des Volkes Gottes betet und sein ganzes Leben hingegeben hat, dass wir Menschen den Segen Gottes erfahren dürfen. Und auch wir rufen, bei dem Herrn ist die Rettung. Gott hat eingegriffen. Gott hat die Rettung geschaffen. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit niemand verloren gehe, sondern jeder, der glaubt, errettet werden kann. Und so sagen auch wir, bei dem Herrn ist die Rettung. Und wir können immer wieder nur neu zum Glauben einladen. Wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich kann irgendwie nicht glauben, ich kann irgendwie nicht mehr glauben. Oder mein kindlicher Glaube wurde erschüttert. Es funktioniert so nicht. Da muss ich sagen, nein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Rettung bei Gott ist. Gott meint es gut mit uns Menschen. Was immer auch geschehen mag. Und wir haben ja in den letzten Monaten und Jahren viel erlebt, wo wir erschüttert wurden. Aber über allem steht die Zusage Gottes, Gott meint es so gut mit uns, dass er sogar seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Er hat alles gegeben, sodass wir mit David beten können, bei dem Herrn ist die Rettung. Und ich möchte wirklich einladen zum Glauben
Und wenn jemand da ist, der sagt, boah, ich habe da ein wirkliches Glaubensproblem oder vielleicht bin ich noch gar nicht durchgedrungen zu einem lebendigen Glauben, dann lasst uns drüber sprechen. Denn die Zusage Gottes, die ist da. Drum von der Klage zum Lob. Aber wir haben auch einen Mittelteil. Der Psalm sagt uns noch mehr und wir erkennen, und ich habe das sichtbar gemacht hier, dass der Psalm mehrere Strophen hat. Hier sind es 5 Strophen und hier sehen wir eben, dass es Lieder sind. Es sind Gedichte, es sind Lieder und diese Strophen reflektieren so wichtige Aussagen, die für sich gebündelt sind. Aber, und das ist jetzt interessant, da wäre es jetzt interessant, mit jemandem zu reden, der sich gut auskennt mit musikalischen Dingen. Diese Psalmen sind anders gedichtet, als wir heute Lieder dichten. Bei unseren Liedern heute, da achten wir sehr darauf, dass es wirklich immer schön passt. Wir sagen da das Versmaß. Es muss immer schön aufgehen, damit auch der Rhythmus passt und so weiter. Das war bei den Psalmen, ist bei den Psalmen nicht der Fall, sondern wir sehen hier an den Psalmen, dass die Wörter wichtiger sind, als dass es versmäßig aufgeht oder rhythmisch aufgeht. Und das ist wirklich interessant zu sehen, dass die Israeliten ja das Wort Gottes bis in die Wörter hinein aufgeschlüsselt haben. Also ich bringe euch hier eine Kostprobe mit, das ist nicht, dass ihr das euch merken müsst, das ist nur eine Kostprobe. So haben die Masoreten gezählt, dass dieser Psalm 61 Wörter hat und die Zahl 7 spielt eine besondere Rolle. Sie haben gezählt, dass dieser Psalm 18 Zeilen hat und 5 Strophen hat. Sie haben gezählt, dass es ein Wort gibt, das im Zentrum steht. Es ist das Wort "und ich schlief". Spannend, oder? "Und ich schlief" steht im Zentrum des ganzen Psalms. Und dass der Psalm 2 Mittelzeilen hat, wiederum aus 7 Wörtern bestehen. Das ist der Vers 6. Und jetzt kann man sagen, ja, ist das Mathematik? Müssen wir jetzt die Bibel mathematisch lesen? Ist sowieso nicht möglich, weil keiner von uns kann Hebräisch wahrscheinlich. Und auch dann würden wir uns die Übung wahrscheinlich nicht machen. Aber was können wir daraus lernen, wenn wir diese Information haben? Wir können daraus lernen, dass hier eine zentrale Aussage vorliegt. Und jetzt habe ich gesagt, ich schlief. Super, super Aussage, oder? Für einen Christen. Ich schlief. Ich hoffe, ihr schlaft nicht. Den Sonntagmorgenschlaf in der Predigt sozusagen. Ich schlief ist eine zentrale Aussage des ganzen Psalms. Aber wenn wir den Hintergrund bedenken des Psalms, dann ist die Aussage gewaltig. David ist in Lebensgefahr. David ist auf der Flucht. Und trotzdem legt er sich ruhig hin und schläft. Nicht nur das, er erwacht wieder, denn der Herr stützt ihn. Und das ist wirklich außergewöhnlich, denn ich sage euch ganz ehrlich, bei mir muss weniger vorfallen, dass ich schlecht schlafe. Ich wüsste nicht, wie es mir geht, wenn ich in Lebensgefahr wäre. Ich wüsste es nicht. Und so möchte ich uns auch zurufen, dass wenn wir von Sorge ergriffen werden, wenn wir von Sorge vielleicht sogar zerfressen sind, denkt an Psalm 3. Denkt daran, dass David, indem er auf den Herrn vertraut, indem er auf den Herrn hofft, sich in Ruhe niederlegen kann. Er schläft und er erwacht wieder, denn der Herr stützt mich, sagt er. Und wenn wir jetzt dann kurz diese anderen Strophen noch anschauen, dann sehen wir im Vers 4,
dieses Aber Gottes, sage ich immer. Zuerst kommt dieses Rufen, diese Klage, wo sogar viele Leute sagen, es gibt keine Rettung mehr für ihn bei Gott. Das ist ausgeschlossen. David sagen sie, du hast schon viel durchgemacht, aber jetzt ist fertig. Jetzt gibt es keine Rettung mehr bei Gott. Und jetzt kommt das Aber Gottes. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Jetzt ist David weg aus Israel, er ist in Transjordanien. Und jetzt betet er, dass Gott in Jerusalem auf seinem heiligen Berg, am Berg des Heiligtums, wirkt. Und das macht Gott ja auch. Er wirkt inmitten dieser ganzen Schwierigkeiten. Führt Gott es, dass David dann, also dass Absalom letztlich dann das Falsche macht. Dann haben wir schon den Vers 6 gelesen, in Vers 7, ich fürchte nicht Zehntausende Kriegsvolks, die rings um mich belagern, diese Gelassenheit Davids und dann eben dieser Ruf, steh auf, Herr. Das haben wir oft in den Psalmen. Steh auf, Herr, jetzt endlich, steh auf. Rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Und das alles führt dann zu diesem Lob Gottes über die Rettung Gottes. Und die Rettung zieht sich durch diesen ganzen Psalm. Jetzt ist meine Zeit schon fast abgelaufen, denn ich wollte euch eigentlich noch ich mache es nur ganz kurz, das ist auch eine Hausaufgabe dann sozusagen. Der Psalm, wie fast jeder Psalm, hat neben dieser geschichtlichen Ebene, hier das Leben Davids, neben der persönlichen Ebene, dass wir den Psalm für uns anwenden dürfen, und das ist ganz wichtig, wir beten diese Psalmen und identifizieren uns mit der Not, haben die meisten Psalmen auch eine prophetische Ebene. Sie reden von dem Messias. Sie reden von Christus. Und wie ich schon gesagt habe, für die Schreiber des Neuen Testamentes waren die Psalmen eine ganz wichtige Quelle ihrer Lehre über Jesus Christus. Und so sind die Psalmen vielfach, sprechen sie in der letzten Konsequenz von Jesus. Und so ist es Jesus, so sehen wir Jesus in der letzten Konsequenz, der auf der Flucht ist. Der bedrängt wird, also das mit der Flucht muss ich relativieren, aber Jesus, der bedrängt wird von den Bedrängern. Viele sind meiner Bedränger, sagt Jesus. Und wir sehen Jesus in seiner letzten Woche vor dem Kreuzestod und dann natürlich Höhepunkt des Kreuzestodes. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die waren enttäuscht. Nachdem Jesus gekreuzigt wurde, waren sie zutiefst enttäuscht. Genauso wie auch Menschen von David enttäuscht waren, dass er flieht. David, warum fliehst du? Du musst doch kämpfen für das Königtum. Jesus, du bist doch der König, den wir erwarten. Du musst doch kämpfen. Aber nichts dergleichen. Jesus flieht sozusagen. Er ist passiv, er lässt sich töten am Kreuz. Er schläft. Und dann das Wunder. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Und hier sehen wir, dass der tiefste Punkt, wo man glaubt, der Feind hat gesiegt, wird zum Sieg Gottes. Im Kreuz sehen wir den Sieg Gottes über das Böse. Und auch hier möchte ich wieder zum Glauben einladen, dass wir uns fragen, was hat das Kreuz Jesu für mich für eine Bedeutung? Wo Jesus alle Leiden auf das Kreuz getragen hat, auf dem Kreuz getragen hat. Er hat unser Leiden durchlitten und auch so können wir uns identifizieren mit dem Psalm. Es ist
in gewisser Weise mein Leiden, aber es ist das Leiden Jesu. Und ich identifiziere mich damit und weiß, dass Jesus mein Leiden getragen hat. So möchte ich zum Schluss kommen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch zu zeigen, dass wir staunen dürfen über das Wort Gottes, dass das Wort Gottes tiefer ist, als wir es uns je erahnen und ausdenken können. Es lädt ein zum Lesen, es lädt ein zum Nachdenken, zum Auswendiglernen, zum Singen, wo auch unsere Emotionen angesprochen worden werden. Wir sehen Anwendungen für unser Leben, dass wir Gott unsere Not, unsere Klage bringen dürfen, aber dass diese Klage zum Lob Gottes führt. Und zuletzt sehen wir auch, dass Gottes Heilsplan sichtbar wird in zum Beispiel einem Psalm. Ich möchte schließen mit einem Gebet. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns den Wort gegeben hast. Psalmen, die wir beten dürfen, dieses kostbare Stück deines Wortes, Herr. Ich bete darum, dass du sie uns öffnest, dass du uns die Psalmen öffnest, dass du uns Freude und auch eine wirkliche Lust schenkst, sie zu lesen, zu beten, darüber nachzudenken. Danke, dass es zum Lob Gottes hinkommen darf. Amen. Es ist schön, dass wir jetzt dann auch Abendmahl feiern dürfen, wo wir Gelegenheit haben, ich weiß nicht, wie es konkret gestaltet, aber wo wir Gelegenheit haben, auch Gott unsere Not darzubringen und Gott zu loben.